Meine lieben Mystikfreunde, heute nehme ich euch mit in ein Thema, und zwar Kartenreadings. Und ja, für die finden, das ist ein Humbug und ein Seich, einfach weiter swipen oder zuhören und inspirieren lassen. Und zwar, wenn man ja so an Kartenreadings denkt, dann gehen einem eigentlich immer so ein bisschen die gleichen Fragen durch den Kopf, die meistens die Leute stellen, wie Liebesthemen, kommen wir zusammen, trennt er sich, whatever. Kommt hier und da auch mal vor, aber bei mir wirklich nicht oft. Es sind immer andere Themen. Also über Business, im Privatleben, also jetzt nicht Partnerschaft und so. Aber auf was ich raus will, ist, du kannst wirklich mit Readings grenzenlos Themen an Energie ergründen. Das ist unglaublich, unglaublich. Und da möchte ich sehr gerne das Beispiel nennen, wie vielfältig so ein Reading ist. Und zwar, vor ein paar Tagen durfte ich ein Shift-Reading machen für eine wundervolle Dame, die ein Projekt umsetzen wollte, aber das Projekt ist nicht vorangegangen, weil mit den Software und Programmen, die sie geschaffen hat, die haben sich so gegenseitig bekriegt, dass er immer alles aufgehängt hat in ihrem Projekt und nicht mehr weiterarbeiten konnte. Und dort haben wir einfach mal geschaut, okay, welche Energien stecken da dahinter von jedem einzelnen Programm, wie man damit schafft, welche Herausforderungen stehen dahinter und vor allem, was trägt sie dazu bei? Also warum geht sie genau in Resonanz, dass sie mit Sachen schafft, die sich auflegen, die einfach nicht funktionieren, wo sie nicht für sich kommt. Und genau in dem Beispiel sieht man, wie man ein Reading brauchen kann. Also eben nicht nur immer Liebesthemen oder so, egal welcher Prozess, es ist unglaublich spannend und vor allem noch explizit schauen, welche Energien Software haben für sie zum nachher zu arbeiten, ist natürlich unglaublich spannend gewesen. Und vor allem, sie ist in Resonanz gegangen mit Tools, die nicht funktionieren. Also können wir natürlich auch ihr persönliches Thema dort ergründen, was geht klemmt. Und das ist so interessant gewesen, um dann zu sehen, wo es hängt. Weil das, was da draussen passiert und das, was uns begegnet, ist immer nur ein Spiegel von uns selber. Und darum kann man im Grunde genommen alles aneinander nehmen an Energien und ergründen.